Ich habe die Ehre, unsere Gäste anzuzeigen und euch ein bisschen zu erzählen, wer sie sind und vor allem auch, wer sie für uns sind. Susi und Tom sind seit über 50 Jahren im Einsatz, im vollzeitlichen Einsatz für Gott und für seine Kirche. Crazy. Sie haben Werk gegründet und geleitet. Sie haben Missionare ausgesendet und sie selber als solche unterwegs gewesen. Sie haben Menschen ausgebildet und ermutigt. Sie waren selber Pastoren gewesen. Und sie waren weltweit unterwegs gewesen. Und nur der Herr weiss, was er alles das ist, was er machen konnte. Grossartig. Ich musste das nachlesen. Ich habe das nicht gewusst. Das eine oder so habe ich schon mal gehört. Aber ich musste nachlesen. Warum? Weil wenn sie da sind, wenn ich mit ihnen Zeit verbringe, dann sind sie einfach Tom und Susi. Dann sind sie einfach Menschen, gute Menschen, die sich von Gott brauchen in dem Moment, wo sie gerade drin sind. Sie dienen, sie geben Weisheit weiter, sie beten, sie fragen, was können wir machen. Und das ist etwas, was ich grossartig finde. Und darum freue ich mich auch, dass sie heute da sind. Sie sind nicht die, die das und dieses alles schon gemacht haben, obwohl sie es gemacht haben, sondern sie sind einfach da und sie geben weiter, was Gott ihnen aufs Herz legt. Und das haben wir schon mal erleben. Sie sind seit über 10 Jahren, ehrlich gesagt, das erste Datum nicht mehr gefunden. Sie sind immer wieder mal da in Winterthur bei uns in GVC. Angefangen hat das mit Teilen von unserem Staff, wo man in Runden sitzt und sie uns Wort von Weisheit, Wort von Erkenntnis weitergeben auf eine super Art, ermutigende Art. Es ist dann weitergegangen, wir haben sie als GL dürfen, an den Learning Communities, wo wir 1 bis 2 Mal im Jahr in der letzten Phase immer wieder gesehen haben, wir sie dort dürfen treffen und immer wieder so Momente haben mit ihnen, wo sie einfach geteilt haben, was ihnen aufs Herz gekommen ist. Und für uns und auch für mich persönlich sind das oft entscheidende Momente gewesen. Wir haben sie da gehabt, vor ungefähr einem Jahr eine Follow Jesus Konferenz und einige von euch sind in Genuss gekommen von einer kurzen Session mit ihnen. Und dann haben wir gedacht, ja eigentlich ist es schade, wenn wir euch das vorenthalten. Eigentlich ist es schade, wenn sie einfach beim Staff sind und wir eine coole Zeit mit werden ermutigt. Nehmen wir dass sich die ganze Gemeinde in Genuss kommt von dem. Und darum sind sie heute da und dienen uns als ganze Kirche. Und das ist grossartig. Und wie sie so sind, sie haben gefragt, was können wir machen? Wie können wir helfen? Und wir haben gesagt, hey, dort eine halbe Stunde Zeit, teilt euer Herz, teilt Gedanken, die Gott euch gegeben hat. Wir wollen lernen und ich freue mich, dass sie uns werden ermutigen. Und etwas, was mir auffällt, und nachher dürfen sie auf die Bühne kommen. Seit über 50 Jahren. Und sie haben immer noch Freude. Obwohl sie so vielen Menschen begegnet sind in dieser Zeit. Und heute begegnen sie uns. Tom und Susi, willkommen hier auf der Stage. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und der Dani wird übersetzen für uns. Sie reden Englisch, der Dani redet Deutsch, das passt perfekt. Und jetzt sind wir gespannt. Oh, I forgot the microphone. For Susie, it's down there. Yeah, I'm so sorry. Trying to hide it from me. Hat es versucht zu verstecken von mir. Und auch, here And comes, also, 50 Jahre verheiratet. we are married since 50 years. Almost. Fast. In Juli. In July. 12 Juli, ja. Yeah, right. On the 12th of July. And we are still joyful. Und wir haben immer noch viel Freude. Because God calls us to go from strength to strength, glory to glory. Weil Gott uns berufen hat, von Stärke zu Stärke und Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen. We are ever increasing in Him. Wir wachsen fortwährend in ihm. And I wish I could say this in Schweizerdeutsch. Und ich wünsche mir, ich könnte das auf Schweizerdeutsch sagen. But we are not to look like we are baptized in Gurkensaft. Aber wir sollen nicht so aussehen, als wären wir getauft worden in Gurkensaft. Cucumber juice, is that? Pickle juice. Pickle, you say. Pickle. Yeah.
Okay, listen, I want to share one scripture with you before Tom comes. Ich möchte gerne eine Bibelstelle mit euch teilen, bevor der Tom auch wird übernehmen. Yeah, and it's that passage in Luke chapter 12, verse 21. Und es ist die Passage im Lukas, Kapitel 12, Vers 21. And these are the words of Jesus. Und das sind die Worte von Jesus. A person is a fool to store up only earthly wealth. Wenn jemand nur Reichtum auf dieser Erde sich ansammelt, ist er ein Dummkopf. And not have a rich relationship with Jesus, with God. Wenn er darum keine reiche Beziehung zu Gott hat. Oder in dieser Übersetzung heißt es, mit leeren Händen vor Gott steht. There's nothing else that matters. Da gibt es nichts anderes, was zählt. We were created to be one with Him, to walk in fellowship with Him. Wir sind geschaffen worden, um eins zu sein mit ihm und um in Gemeinschaft mit ihm zu leben. You can only reflect what you're beholding, like these lights in front of me. Du kannst nur das reflektieren, was du auch hast. Don't I look bright and shiny? Wie zum Beispiel die Lichter da. Sehe ich jetzt nicht so aus, als würde ich wirklich hell scheinen. The physical speaks to the spiritual. Das Physische redet auch zum Geistlichen. We need to stop staring at His hand and gaze into His eyes. Wir müssen aufhören, auf seine Hand zu schauen, sondern in seine Augen anfangen zu schauen. Amen. Das, was du vor dir hast, das reflektierst du. Amen. Amen. Okay, I have warmed up the group for this main dish. Also ich habe jetzt aufgewärmt für die Hauptspeise, Tom. All right. Hey, great to be with you this morning. Es ist super mit euch zu sein heute Morgen. Yeah. Ja. We've been in relationship with you for a long time, and we really do count it an honor to be with you this morning. Wir haben seit einer langen Zeit eine Beziehung mit euch und es ist für uns eine Ehre, heute da dürfen zu sein. When the guys asked us to come over, we just started praying then and asking the Lord, what do you want to say? Wo die Jungs uns gefragt haben, ob wir kommen könnten, da haben wir angefangen zu beten darüber und auch Gott fragen, was wir sagen sollen. Yeah. And, you know, for me, we love Switzerland. We've been coming here for a long time. Und wir lieben die Schweiz und wir sind seit langem, kommen wir immer wieder da hin. And we really believe that God has a magnificent plan that He wants to pour out on His church. Und wir glauben wirklich, dass Gott einen fantastischen Plan hat, den er gerne über diese Kirche möchte verwirklichen. And we believe that you are a church that's called to see the fullness of the Holy Spirit released among you. Und wir glauben, dass ihr eine Kirche sind, die berufen ist, um auch die Fülle vom Heiligen Geist unter euch zu erleben. So I believe the Lord wants to prepare our hearts to move forward with Him. Darum glaube ich, dass Gott unsere Herzen möchte vorbereiten, damit wir mit ihm vorwärts gehen können. You know, as we look back at our walk in Christianity, Wenn wir zurückschauen auf unseren Weg im Christentum, we find different lines of demarcation. da finden wir verschiedene Linien von der Demarcation. Just waypoints, yeah. Ja, genau, einfach Wegpunkt. Yeah. And, you know, I think nowadays we all say, well, back at COVID, and we talk about that as a line. Zum Beispiel einer wäre Covid und wir sagen dann so, ja, damals, wo Pandemie war, Covid war. And things have changed. Und die Sachen haben sich verändert. And even during COVID, we had to make radical changes. Und ja, während Covid haben wir radikale Veränderungen müssen machen. And like Susie said, the natural speaks to the invisible. Und wie Susi schon gesagt hat, das Natürliche redet zum Unsichtbaren. So things have changed even in the spiritual. Und so haben auch Sachen sich verändert, auch im Übernatürlichen, im Geistlichen. We don't just go through the form of Christianity. Wir laufen nicht nur durch die Form vom Christentum, But the Holy Spirit's calling us to a place of intimacy with Him. Gott ruft uns, der Heilige Geist ruft uns an einen Ort von der Intimität. You mit want to ihm. just read that scripture in Matthew? Yes, I just do it in German. Yeah, they're going to say. Yeah. Die Bibelstelle, die Tom möchte teilen, ist Matthäus 22, Vers 37. Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. All right.
A lot of times we're always looking for the next tweetable quote. Oft schauen wir einfach aus für das nächste Zitat, das wir tweeten können. We're looking for something that is really high and lofty. So das, was wirklich so dann auch raussticht und gut aussieht. Not much has changed. Nicht viel hat sich verändert. Men are asking, Jesus, what's the most important thing at all? Da auch, die Leute haben gefragt, Jesus, was ist denn das Wichtigste von allem? He says it's pretty simple. Und er hat gesagt, es ist ziemlich einfach. Love the Lord your God with all your mind, heart and soul. Lieb den Herr, dein Gott, mit all deinem Verstand, mit all deiner Hingabe, mit You deinem commit ganzen yourself Herz. to Him. Du verpflichtest dich ihm. And everything that the prophets have said Und alles, was die Propheten gesagt haben, rest on us doing what that scripture says. kommt daraus, dass wir das tun, was die Bibelstelle sagt. Love God, Lieb Gott love each other. und liebe einander. That's the application. Das ist die Anwendung. And what I sense in my heart Und was ich spüre in meinem Herz, is that the Lord wants our attention. dass Gott unsere Aufmerksamkeit möchte. A lot of times we blame our relationship with the Lord or our personality in the Lord. Oftmals geben wir die Schuld an unserer Beziehung mit Gott, Based upon our history or who we are or where we're from. und sehen den Grund in unserer Geschichte und in dem, was wir sind, wo wir herkommen. So, people say certain temperaments. Und so sagen den Leuten gewisse Oh, Charaktereigenschaften. that's because they're Americans. Ja, das ist halt, weil es Amerikaner sind. People say, oh, that's because they're Swiss. Ja, und das ist halt, weil es Schweizer sind. Don't smile, okay? But, Lachen besser nicht. everything has to be in order. Alles hat immer eine Ordnung. Everything has a place and everything should be in its place. Und alles hat seinen Platz und alles sollte an seinem Platz sein. But I think the Lord wants to overwhelm us with His presence of love. Aber ich glaube, dass der Herr uns überwältigen und überkommen He mit wants der the- Gegenwart von seiner Liebe. He wants to change the relationship from our mind Er wird die Beziehung verändern von unserem Verstand and shift it to our heart. und zu unserem Herz bewegen. A true love relationship. Eine wahre Liebesbeziehung. It's the heart that leads the way. Es ist das Herz, das den Weg vorgibt. We do things in life because we have to. Wir machen ja Sachen im Leben, weil wir müssen. And we try to serve the Lord because we have to. Und wir versuchen auch darum, Gott zu dienen und ihm nachzufolgen, weil wir You müssen. don't do this, you don't do this, you don't do this. Du machst das nicht, besser nicht, du machst das besser nicht, das And besser nicht. if you want to be a good believer, follow the rules. Und wenn du ein guter Gläubiger willst sein, dann folg besser der Regeln oder acht auf die Regeln. But we know that rules are really hard to follow. Aber wir wissen, ja, But eine Gebotsfolge ist wirklich schwierig. But if we can shift away from it being a legalistic relationship Aber wenn wir das verändern können, unseren Weg verändern können davon, dass es einfach eine gesetzliche Beziehung ist and let it become a love relationship, und es kann eine Liebesbeziehung werden, everything changes. alles wird sich verändern. In Ephesians chapter 5, In Epheser 5, you can just Yeah. read that, yeah. Epheser 5, Vers 32. Yeah, that's right. Vers 32 heißt, hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Yeah. Paul's speaking about life, Der Paulus redet da vom Leben and now he's talking about marriage, und in dem Kontext redet er von der Ehe and he's talking about the intimacy of that marriage. und er redet von der Intimität von der Ehe He's talking about that love, und er redet von dieser Liebe and he's talking about the passion, und von der Leidenschaft and then he interrupts himself. und dann stoppt er, unterbricht er. He says, oh, by the way, Und übrigens, when I speak of marriage, wenn ich von der Ehe rede, I speak of Christ and his church. dann rede ich übrigens von Christus und seiner Kirche. Now that's really a radical concept, Das ist ein extrem radikales because Konzept. most of the time when we approach Christ and his church, Weil meistens, wenn wir Christus und Gemeinde, wenn wir auf Christus und Gemeinde schauen, we're basing upon the rules and regulations.
dann schauen wir eben auch auf, wie man es so macht, auf die Regeln und Gepflogenheiten. But that's not how we get married, is it? Aber das ist nicht, wie man heiratet. I mean, it's been a long time since said, well, you will marry him or you will marry her, and Es ist TikTok lange the her, game's seit man locked. gesagt hat, du heiratest den und es arrangiert hat. Now we find each other, we fall in love, and that happens, Wir right? begegnen uns und wir verlieben uns und dann passiert. And how many of you realize that marriage really doesn't make a lot of sense? Und wie viele von euch merken jetzt, ja, Ehe macht eigentlich nicht sehr viel Sinn. Is it logical? Ist es logisch? We meet somebody, Wir treffen you irgendjemanden. say, hey, I have more problems than I can handle. Hey, ich habe mehr Probleme, als ich selber kann, damit umgehen. And she says, oh, so do I. Und sie sagt dann, ah ja, mir geht es genau gleich. Let's form a union. Und lass uns eine Einheit bilden. We'll have double the problems and no answers. Dann haben wir zweimal so viele Probleme und keine Antworten. True? Wahr? But what happens? Aber was passiert? Love comes into the play. Jetzt kommt Liebe ins Spiel. And love changes everything. Und Liebe verändert alles. Love supersedes the logic. Liebe übertrifft die Logik. You know, isn't it true? Ist es wahr? Have you ever seen young lovers in love? Habt ihr schon mal junge Verliebte gesehen? They're walking, holding hands, Die laufen und heben sich die Hand. kind of that glazed Und look sie over haben, sie their haben so einen face. Glanz auf ihrem You know, Gesicht. and you look at them, they're outside walking. Und du schaust sie an, wenn sie draußen And it's vorbeilaufen. raining. Und es regnet. You know, geez, you come in out of the rain. Und du wirst noch rufen, kommt rein aus dem Regen. We don't care. Und sie sagen, es ist uns gleich. No, come in here. We Dann gotta kommt rein, talk. kommt rein. Says, you need to get a job and get some money. Hey, ihr müsst im Fall arbeiten und Geld verdienen. damit We das don't funktioniert. need money. Sie sagen, nein, Geld brauchen wir kein. What are you going to eat? Ja, was werdet ihr denn essen? We're not hungry. Wir haben keinen Hunger. Where are you going to live? Wo könnt ihr leben? With my mom. Bei meinen Eltern. It really doesn't make sense, does it? Es macht wirklich keinen Sinn. But yet that love Aber die rules Liebe, wo regiert, above the circumstances. die regiert eben über den Umständen. And again, you take two flawed people, Und eben, wie gesagt, du nimmst zwei fehlerhafte Personen and in spite of it all, und trotz allem they join. werden sie eine Einheit. And thank God. Und dank Gott dafür. Otherwise, we would cease to exist. Und sonst sterben wir aus, oder? But that's what God says. Aber das ist, was Gott sagt. He wants us to exist in that love. Er will, dass wir auch so existieren, in dieser Liebe, in dieser Art von Liebe. When I speak of marriage, Wenn ich von der Ehe rede, I speak of Christ and His church. dann rede ich von Christus und der Kirche. And this is the thing that we need to see. Und das ist, was wir sehen müssen. We need to serve the Lord because we want to, not because we have to. Wir sollen dem Herr anfangen zu dienen, weil wir wollen und nicht, weil wir müssen. I don't love my wife because, well, I said I promise. Ich liebe meine Frau nicht, weil ich gesagt habe, ich verspreche es. The contract doesn't work. Der Vertrag funktioniert nicht. It's the heart that Es leads ist, the way. es ist das Herz, das den Weg zeigt. And because it's like I don't go, oh, look at, honey, it's 11 o'clock. Und ich sage ja auch nicht, oh, es ist jetzt 11 Uhr, Schatz. It's time for our kiss. Es ist jetzt Zeit, um uns zu küssen. Who wants, well, I guess some of you may want to kiss any way you can get it. You know, Die einen von euch wollen sowieso küssen, ja, dann machen es, ist okay, aber but we don't want a legalistic kiss. wir wollen das nicht aufgrund von einer Regel oder ein We want a Reglement kiss dafür. of passion. Wir wollen einen Kuss von der Leidenschaft. And that's what the Lord says. Und das ist, was der Herr sagt. I want to bring you to a relationship with me that is full of passion. Ich will euch in eine Beziehung mit mir nehmen, die voll von Leidenschaft ist. That when we say, I was glad when they said to come into the house of the Lord, Can you repeat? I was glad when they said, let us go into the house of the Lord. Und wenn man sagt, der Spruch, wo man sagt, ich bin froh, wo sie gesagt haben, wir gehen ins Haus vom Herrn. That's better than hurry up, we're going to be late for church. Das ist besser, als wenn man sagt, Achtung, wir müssen pressieren, sonst sind wir zu spät für die Kirche. But I want to be there. Ich will dort sein. I want to read the word. Ich will die Bibel lesen. I want to know his presence. Ich will seine Gegenwart And erleben. so that love relationship Und is built. die Liebesbeziehung, die baut sich. And just like a real relationship in the world, Wie eine richtige Beziehung in der Welt the more time we spend with him, ist es so, dass je mehr Zeit, dass wir mit Gott verbringen, the better the relationship. umso besser wird die Beziehung. Shared experience Teilt die Erfahrung, creates intimacy.
schafft Intimität. The more I'm with him, Je mehr, wenn wir mit Gott sind, the more intimate we can become. umso intimer können wir werden. How would you like it if you only spent 1 hour a week with your spouse? Wie wäre es, wenn du nur eine Stunde in der Woche mit Don't deinem answer Partner that. Don't answer zusammen that out verbringst? loud, you Also know. bitte antwortet jetzt nicht laut. But you know what I mean. Aber ihr wisst, was ich meine. How deep would your relationship be if it was just 1 hour a week? Wie tief kann eine Beziehung sein, wenn es nur eine Stunde in der Woche ist? No. When geht nicht. you're in love, you want to be with the one your heart loves all the time. Wenn ihr verliebt sind, dann wollt ihr dort sein, die ganze Zeit. Yeah. Like Susie and I, like she said, we've been married coming up on 50 years. Wie Susi schon gesagt hat, das wird jetzt dann 50 Jahre, seit wir I verheiratet was sind. 10, she was 5 when we got married. Ich bin Yeah, 10 yeah, und sie yeah. 5, als wir geheiratet haben. But we spend a lot of time together. Aber wir verbringen viel Zeit miteinander. In fact, a friend of mine says, don't you ever get sick of being with her? Also, so hat schon mal ein Freund zu mir gesagt, langt es dir eigentlich nie, immer mit ihr zusammen zu sein? No. Nein. It's funny because we travel, we do things together, we work together, and when we get home, Und ja, es ist spannend, weil wir machen viel zusammen, wir reisen zusammen, wir arbeiten zusammen und dann, wenn wir heimkommen, let's go to the store together. ja, dann gehen wir zusammen Let's go posten, down to the beach dann together. gehen wir zusammen an den Strand. I want to be with the one my heart Ich loves. will mit der sein, die mein Herz liebt. When I speak of marriage, Wenn ich von der Ehe I rede, speak of a great mystery. dann rede ich von einem grossen Geheimnis. Isn't it a great mystery? Ist es nicht ein grosses But I Geheimnis? speak of Christ and his church. Aber ich rede von Christus Listen, und der he Gemeinde. doesn't want us just as friends, Gott will uns nicht einfach als Freunde. but he wants to bring us into that unity with him. Er will uns in die Einheit mit sich nehmen. In John 17, it says, Im Johannes 17 heißt es, Father, that they may be one as we are one. Vater, dass sie mögen eins sein, wie wir eins sind. He wants to show his passion. He wants to show his goodness Gott will seine Leidenschaft zeigen, seine Güte zeigen. in each and every one of us. In jedem und jeder von uns. He doesn't want a sterile relationship. Er möchte nicht eine Stereo-Beziehung mit uns. I'm not going to do this because I'm being ordered to do it. Wir machen das alles nicht, weil wir befohlen sind dazu. It's doing this because I can't help Es being in ist, the presence of God. wir machen das alles, weil wir nicht anders können, als in der Gegenwart Gottes zu sein. He wants to show his love. Er will seine Liebe zeigen. And you know what happens? Und wisst ihr, was passiert? When that love takes place inside of you, Wenn diese Liebe Raum einnimmt in then dir, you can't stop talking about the love you discovered. dann kannst du nicht mehr aufhören, über die Liebe zu reden, die du entdeckt hast. True? Wahr? You know, your favorite sport, your Dein favorite Lieblingssport. sports team. Dein Lieblingssportteam. Oh, I'm going to tell you this. Ich You know all the erzähl dir, ich information. weiss alle Infos. You enjoy talking about Du what you love. liebst, über das zu reden, was du liebst. Let's let Jesus drop from here to here. Lassen wir Jesus von da besinken. 33 centimeters, we can do that. 33 Zentimeter, das schaffen wir. Yeah, it can happen. Es kann passieren. And with that, we can begin to see the presence of the Lord. Und mit dem werden wir auch erfahren, die Gegenwart von Gott anfangen zu erfahren. I think we're supposed to enjoy our Christianity. Ich glaube, wir sind dazu berufen, unser Christsein zu geniessen. I think we should have hope in our Christianity. Wir sollen Hoffnung haben ins Not crossing Christsein. our fingers, Nicht so, hoffentlich. 3 coins in the fountain, Oder so, drei Münzen im Brunnen, das bringt Glück. clicking our heels together. So- There's no place like home. Und dann, unsere Beine zusammenstellen, das ist kein Ort wie die Hause. But to actually stand in the presence of the living God. Aber wirklich in dieser Gegenwart von Gott sein. That when we talk to him, Wenn wir zu ihm reden, I know you. ich kenne dich, I see your heart. ich sehe dein Herz, I see the things you're going through. ich sehe, durch was du I durchgehst. haven't left you alone. Ich habe dich nicht allein lassen. I will not abandon you. Ich werde dich nicht verlassen. But I will answer those prayers and bring peace. Aber ich werde ihr Gebet beantworten und Frieden bringen. Hope deferred makes the heart sick. Hoffnung, die zerstört ist, macht das Herz krank. But Jesus says, I bring you hope. Aber Jesus sagt, ich bringe dir And Hoffnung. I bring you peace. Und ich bringe dir Frieden. And I promise you this. Und ich verspreche dir das. I will bring deliverance to your household. Ich bringe Erlösung zu deiner ganzen Familie. His hand is not short when it comes to answering our prayers. Sein Arm ist nicht zu kurz, um unsere Gebete zu beantworten. Your waiting time is just about over.
Die Wartezeit ist jetzt dann gerade vorbei. and God would bring Und peace. Gott wird Frieden bringen. We should know that we know that we know that we can call upon the name of the Lord. Wir dürfen wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir auf den Namen von Gott uns verlassen und ihn anrufen. And his deliverance will come. Und seine Erlösung wird kommen. We should be in such a position with him that we're not afraid. Wir sollen an dem Ort sein, wo wir nicht mehr Angst haben, nicht Angst haben. You know what I mean? You know how you relax with people that you love or you feel comfortable with? Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, wenn man mit Leuten ist, die man gern hat, wo man sich wohlfühlt. You know, we shouldn't have to go through a bunch of things to become in the presence of the Lord. Wir müssen nicht durch einen gewissen Regelablauf gehen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Oh, help, I need help, God. Oh Gott, hilf. Okay, Ich so brauche quick, Hilfe. let's sing 3 songs. Also, lass uns zuerst 3 Lieder singen. Let's all stand up. Dann stehen wir alle auf. Let's all sit down. Dann sitzen wir alle ab. Raise our hands. Dann Hände noch aufheben am besten. Lower the lights. Das Licht richtig einstellen. Okay, now God can talk. Jetzt kann Gott reden. We don't want that. Das ist nicht, wie es läuft. You want to So be muss able nicht to sein. grab hold Wir möchten doch dort sein, wo wir einfach können, and know that He's festheben going to grab hold of you. und wissen, dass er uns auch umarmt in dem Listen, Moment. guys, GVC has a future with a hope, Hört, GVC hat eine Zukunft mit Hoffnung. but it isn't one that's going to be worked out here. Aber es ist nicht eine, die da im Kopf ausgearbeitet You wird. have all the order you need. Ihr habt alle Anweisungen, die ihr braucht. You have all the borders that you need. Ihr habt alle Grenzen, die es braucht. And here's what I felt like the Lord was saying to you as a group. Und das ist, was mein Gefühl ist, was Gott mir gesagt hat für euch als Gruppe. I'm jealous for your affection. Ich sehne mich nach eurer Hingabe. I Liebe. long for you to be in my arms. Ich sehne mich danach, dass ihr in meine Arme kommt. Songs of songs. Das ist Hohelied der Liebe. Let him kiss me with the kisses of his mouth. Lasst ihn mich küssen mit den Küssen von seinem Maul. And he says, come away with me, my beloved. Und er sagt, komm mit mir, mein Geliebter. Come away with me to the inner chamber. Kommt mit mir ins Verborgene, ins Versteck, in die innere Kammer, Where lovers share things into each other's ears. wo Liebhaber Sachen miteinander teilen. And can I tell you this? Und darf ich euch das sagen? Those kisses, Die Küsse, that ain't kissing your sister. das ist nicht, wie du deine Schwester küssest. It's kissing your lover. Es ist, wie du den Liebhaber küssest. And from that passion Und von dieser Leidenschaft comes life. kommt Leben. True? Wahr? Ja, It all begins with a kiss. alles fängt mit einem Kuss an. Sorry. But that's where it is, isn't it? Aber das ist, wie es läuft. Look at your kids. Oh, that's what happened. Okay, you know. Wenn du deine Kinder mal siehst, dann merkst du, oh, da passiert etwas. But He? you didn't think it out. Aber das überleist du nicht und planst nicht. Your passion overtook you. Das ist die Leidenschaft, die übernimmt. I speak of a great mystery, Ich rede von einem grossen Geheimnis. but when I speak of marriage, Aber wenn ich von der Ehe rede, I speak of Christ and his dann church. rede ich von Christus und seiner Kirche. He would invite you to come to him. Er lädt euch ein, zu ihm zu kommen. He is not looking for his eternal fiancé. Er schaut nicht danach, er hält nicht Ausschau danach, einen ewigen Verlobten zu sein. He's looking for his bride. Er will seine Brut sehen. You hear that? Hört ihr das? So I guess the question is this. So, ich glaube, die Frage ist die, Who wants a kiss? wer will einen Kuss? Yeah. Pucker up. Sorry, I didn't get it. Pucker Ah, up. mach dich parat. Yeah. Susie, I need no. Ja, it's easier with her. Now I see. I can demonstrate. Leg it los. Leg it los. I think you get the Ja. idea. Ja, ihr wisst, was ich meine. Lay down those guarded feelings. Legt die verhaltenen Gefühle ab. You know that. You have to do that. Ihr wisst, ihr müsst das machen. In a physical relationship, if you don't let down the guard, you'll never find each other. Es ist in einer physischen Beziehung so, wenn du nicht die Vorbehalte niederlegst und die Schutzmauern, dann triffst du dich nicht. And that love, Findest du nicht. God's Und die already Liebe. shown his side of it. Gott hat seine Seite von dieser Liebe schon gezeigt. He laid Die down Hingabe. his life that hat- we might know God. Er hat sein ganzes Leben hingelegt, damit wir ihn Father, kennen. that they would be one even as we are one. Vater, dass sie mögen eins sein, so wie wir eins sind. And the Lord wants to bring that. Und der Herr wird das bringen. Er wird das geben. When that happens, Wenn das passiert, the joy ignites in our heart die Freude flammt auf in unserem Herz. and new life is born. Und ein neues Leben ist geboren.
Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Break this captive free. Brich die Gefangenen frei. Take away the chains and the fears and the insecurities. Nimm die Ketten weg und die Befürchtungen und die Unsicherheiten. Let me know you as you want to be known. Lass mich dich kennen, so wie du willst gekannt werden. I want to hold hands in the rain Ich will wieder im Regen Händchen heben, because I know you will cover me. weil ich weiß, du wirst mich beschützen. I don't want to let go. Ich will nicht mehr loslassen, You supersede every weil circumstance. du übersteigst jeden Umstand, du übertriffst jeden Umstand. And I just want to speak that over you right now. Und ich möchte das jetzt über euch aussprechen. Some of you are living in fear, Einige von euch leben in Angst, insecurity, Unsicherheit, fear of the future, Angst vor der Zukunft, fear of the past, Angst vor der Vergangenheit, trying to live up to other people's expectations. der Versuch, nach den Erwartungen von anderen Leuten zu leben. And the Lord would speak to us this morning. Und Gott wird heute Morgen zu uns reden. Er redet zu uns. Er sagt, Psch. Let him whisper in your ear things that only lovers share. Und lass ihn in dein Ohr flüstern, was nur ein Liebhaber dir sagt. He can speak to you about your circumstances. Er kann zu dir reden He can bezüglich deiner bring, Umstände. he can bring peace to your family. Er kann Frieden in deine Familie bringen. He can bring peace to your finances. Er kann Frieden in deine Finanzen bringen. He can bring peace to your social situation. Er kann Frieden in dein Beziehungsumfeld, in deine Sozialsituation bringen. He can bring peace to you. Er kann dir Frieden bringen. He that the Son has set free Der, wo der Sohn frei macht, is free in every way. ist wirklich frei. I want to tell you this morning, Jesus wants to bring that freedom to each and every one of us. Und heute Morgen möchte ich euch sagen, Jesus will die Freiheit jeder und jedem da bringen. He wants to have that deep move into our hearts. Er möchte die tiefe Bewegung haben in unsere Herzen. Can you sense it in your heart right Könnt ihr now? es spüren? Can you feel his presence in you right now? Könnt ihr seine Gegenwart in euch spüren? We have to make a decision. Das ist unsere Entscheidung. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Yes, Lord, Ja, Herr, or no, Lord. oder Nein, Herr. And I know that sounds kind of, well, but it really is true. We need to make a decision. Und das klingt vielleicht so ein bisschen, ja, weiß auch nicht, aber es ist so. Wir müssen eine Entscheidung treffen. If you go up to the girl and you say, will you marry me? Wenn du zu dieser Frau gehst, zu dem Mädchen und sagst, willst du mich heiraten? She doesn't answer, that's as good as a no, Wenn sie dir keine Antwort gibt, ist es ehrlich gesagt ein Nein. right? Oder? And well, let me think about it. Ja, oder, lass mich mal noch überlegen. Come on, church. Hey, Chile, The Lord's saying, come on, I want a bride. Gott sagt, ich will eine Brut. I want someone I can love. Ich will jemanden, den ich lieben I kann. want someone I can heal. Ich will jemanden, den ich heilen I kann. want to bring the fullness, the presence of the Holy Spirit in you. Ich will die Fülle und die Gegenwart vom Heiligen Geist bringen. Will you come with me? Kommt ihr mit mir? Will you let your heart lead the way? Wenn ihr euer Herz euch ziehen lasst, Will you be my bride? wenn ihr meine Brut seid. Oh, good. Yeah. That worked. Yeah. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Let's lift our hands before the Lord. Lass uns unsere Hände aufmachen. And whatever's going on in your life, Und was immer in deinem Leben vorgeht, whatever's going on in your heart right now, was immer in deinem Herzen vorgeht, His love will supersede the situation. seine Liebe übersteigt die Situation. So here I am, Lord. Here I am, Lord. So sind wir da, Herr. Wir sind da. I give myself to you. Ich gebe mich dir hin. I want it to drop from my head to my heart. Ich will vom Kopf ins Herz rutschen. I want to experience the fullness of your spirit. Ich will die Fülle von deinem Geist erleben. Come now. Komm jetzt. I say I do. Ich sage, ich will. I say yes to you. Ich sage ja zu dir. Come away with me. Komm mit mir mit. Come away with me. Komm mit mir mit. Bring that fulfillment, we pray. Bring die Fülle. Für das beten wir. In Jesus' name. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. You want to say anything else? All right. Amen. Amen.